die war, das muss man sagen, schon sehr, sehr stark. Etwas überraschend und zum ersten Mal in einem Finale einer Europameisterschaft ist das Team Aurora Ultimate aus Serbien. Sorgt aber ganz offenkundig für Begeisterung im Publikum. Hat auch eine wirklich bemerkenswerte Vor- und Zwischenrunde getanzt. Ihr Thema heißt I Gotcha. Und Sie sind auch eher Verfechter der Philosophie, wir kommen über das Tanzen und weniger über das Turnen. Marko Stanislavjevic, keine Ahnung, ob das die serbische Form von Stanislavski ist. Der ist morgen Abend dran, 20:15 Uhr, Sondersendung, Aufstieg des FC St. Pauli. So viel Zeit muss sein. Und jetzt Aurora Ultimate. Schön zu sehen im Vergleich beispielsweise zu den Litauern, wie hier bei den Herren die Lateinbewegungen, die typischen Lateinbewegungen im Hüftbereich klar erkennbar sind. Herr Stanislavjevic am Rand, den hält es kaum auf den Sitzen, springt immer wieder zwischendurch mal auf. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Augenscheinlich zufrieden mit der Darbietung seiner Formation. Zwischendurch immer wieder mal kurze Stops. Das gefällt nicht jedem Wertungsrichter, offenbar aber dem jüngeren Publikum. Im Regelwerk heißt es, die Bilder müssen ineinander übergehen. Es muss vertanzt sein. Es sollte keine Aneinanderreihung von verschiedenen Bildern sein. Asynchron da eben bei den Samba-Rollen, die beiden Reihen. Aber was
mir gefällt an dieser Formation ist, sie tanzen. Im sprichwörtlichen Sinne. Er würde am liebsten mitmachen. Gratulation zum Erreichen dieses Finals, würde ich sagen, an die Serben. Zum ersten Mal haben sie es geschafft. Für einen Platz auf dem Treppchen wird das nicht reichen, aber ich glaube, den haben sie auch nicht erwartet. Waren vorhin, was man so mitbekam hinter den Kulissen, sogar ein wenig überrascht über das Erreichen dieses Finals. Mal Serbien. Klarer Sechster, das steht fest. Litauen, die B-Form.